I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those sights. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lang ist es her, dass ich gefloppt habe, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Und wenn man sieht, es ist wunderbar blaues Wetter. Der Staat schiebt Krise, es ist der Notstand ausgerufen. Und wahrscheinlich etwa die letzten freien Tage, wo man nicht raus kann, rum sein. Und ich habe von meiner Schule ein Mail bekommen, ich muss Sachen holen. Darum habe ich gedacht, weißt du, so schönes Wetter, ich nehme mich doch einfach noch eins mit. Wenn ich die Sachen muss holen, dann haben wir immerhin noch etwas davon von einem schönen Tag. Jetzt fahre ich auf Zürich und schaue, was es hier gibt. Also der Glockenabschluss kommt auch. Ja, We didn't say a word too much. We hid behind the daylight. While I was longing for your touch. Mal zu der ganzen Situation Corona sprechen gekommen. Ja, also viele verstehen es nicht falsch damit, dass ich sage, der Staat schiebt Krise, weil ehrlich gesagt stimmt das ja nicht ganz. Also er handelt ja eigentlich richtig, dass er versucht, das einzudämmen, aber das ist ja eine andere Geschichte, da hat jeder seine eigene Meinung davon, aber ich finde es richtig, was er macht. Und ich respektiere es auch, und so würde ich jetzt nämlich nicht auf den Zug gehen und einfach so planlos auf Zürich fahren, sondern ich habe wirklich von der Schule das Mail bekommen und ich muss auf Zürich, weil sonst ja, heisst ja, bleiben daheim, wer nicht unbedingt raus muss. Und darum ja, respektiere ich das auch und ich verstehe Leute absolut nicht, die das ins Lächerliche ziehen. Klar, es gibt immer schwarzen Humor und je nachdem kann es ja auch lustig sein, aber Leute, die es wirklich nicht respektieren, die trotzdem rausgehen oder trotzdem irgendwelche Scheiße bauen, so Leute verstehe ich nicht und die akzeptiere ich auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, es sind Scheissdreck und so. Darum ja, nehmen die Sachen an, die da der Bund rausgibt, die Meldungen, weil ja, ist trotzdem nicht. Und ja, wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Zürich. Ich weiss aber absolut nicht, wie das dort aussieht. Krass ist einfach, wenn man jetzt anschaut, ÖV ist eigentlich leer. Und das ist ja doch irgendwie speziell und das merkt man nicht oft, dass etwas rum ist, nicht einfach so, ja, der Staat hat gesagt, sondern man merkt halt wirklich, dass irgendetwas ist, weil sonst wäre da nicht der ganze ÖV leer, mehr oder weniger. Und die SBB hat jetzt auch gesagt, sie schrauben den ÖV-Verkehr runter, ist ja eigentlich auch richtig, weil für was muss man so viel Zeug haben, oder vor allem so lange Zeug, wenn der niemand drin ist. Aber ja, da ist halt auch wieder jeder seiner Meinung. Darum nimmt es mich wunder, was haltet ihr so von dieser ganzen Sache Coronavirus, schreibt das mal in die Kommentare, nimmt mich wunder und ich bin auch für zu diskutieren, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und es kann ja sein, dass jetzt, wenn ihr das Video schaut am Sonntag, dass bereits alles wieder anders ist vom Start. Ich nehme jetzt das Video am Mittwoch auf. Und ja, und lasse es dann am Sonntag auf und ich bin mal wunder, was der Staat bis dann gesagt hat. Nächster Halt, Fertigung. Dieser Zug wird weiter als S2 nach Becher 7 Zürich Hauptbahnhof Zürich verfahren. Ohne Halt bis Becher 7. Next stop, Fertigung. This train continues as S2 service to Becher 7, Zürich Main Station, Zürich Airport. Non-stop to Becher 7. Dankeschön, SBB. Also ja, darum bin ich mal gespannt, was der Bund auch wieder entscheiden wird. Der tagt ja wieder am Freitag, der Bundesrat, und dann sehen wir es dann. Und es kann sein, dass wir dann absolutes Ausgangsverbot haben, das heisst, man darf gar nicht aus dem Haus. Kann aber sein, dass es wieder gelockerer wird. Wir sehen es, ich stelle jetzt so keine Vermutungen an, weil wenn wir etwas sagen, ist es wahrscheinlich falsch, weil es wieder anders entschieden werden, die wissen auch mehr Bescheid als ich. Darum, ja, ich hoffe, aber so wie gefällt euch der Vlog, irgendwie, ich probiere jetzt einfach noch etwas daraus zu machen aus diesen Tagen, wo jetzt halt noch schönes Wetter ist und man noch Zeit hat, um draussen zu sein, bevor man nachher vielleicht nicht muss dienen muss. Darum ja, wünsche ich Spaß mit dem Vlog und wir sehen uns später. We didn't say a word too much. We hid behind the daylight. While I was longing for your touch. We never let the other in, 'cause we were scared to fall back into the old habits. But we will, yeah, we're on the track. So why are we hiding in these crowded? so, da haben wir uns das Zeug geholt von der Schule. Und es ist irgendwie ein komisches Gefühl, so durch die Stadt laufen, weil einfach so gefühlt niemand rum ist. Und man merkt, es ist alles wieder ruhiger, es ist echt weniger los, vor allem ist es komisch, dass die Geschäfte geschlossen haben. Aber es ist schon eine komische Erfahrung, das so jetzt zu machen. Aber nichtsdestotrotz geht es wieder zurück an HB und dann nachher richtig Oerlikon und dann dort eventuell noch etwas machen. Und ich nehme mich jetzt einfach mal mit, wir gehen Richtung HB, dann hast du die Menschenleere Straße.
wo nicht so viel los ist. Ja, und sehen wir später wieder. Are we hiding in these crowded places? 'Cause when our eyes meet, we drop our poker faces. Yeah, we keep on acting like we left no traces. But when our eyes meet, we drop our poker faces. So, jetzt sind wir mittlerweile in Zürich. Der Silvan ist da an mir. Wir sind jetzt vorher ein bisschen am See gewesen, bei dem schönen Wetter. Ja, auf jeden Fall, wir laufen jetzt gerade richtig Ball auf ein und Silvan hat gesagt, er soll mal etwas Anständiges in die Kamera sagen, das kommt so ins Video. Genau. Also bis jetzt hast du es geschafft, bis jetzt lade ich es noch drinnen im Video. Oh, das ist aber nicht... Ich glaube, es könnte das bei der neuen Rekord sein, wo du meine Kamera führst, ohne dass etwas rausgeschnitten werden muss. Oha! Das ist ja voll die Ehre für mich eigentlich so. Ja, eigentlich schon. Auf jeden Vor allem Fall. er hat vor, wo wir an der Ampel gestanden sind, je nachdem habe ich einen kurzen Ausschnitt davon, gesagt, ja, dass er auch endlich mal wieder in einem Video dabei ist. Und er ist auch im letzten Video schon dabei gewesen. Wer es nicht weiss, klickt dort oben. Da bei der Infokarte. Genau. Wie lange haben wir vorher... hochwertige Content. Wie lange haben wir vorher Cam stehen lassen? Beim See, wie so 15 Minuten. Die ersten 10 Sekunden, dann kommt ein Hund und kehrt es einfach um. Und dann haben wir auch einen kleinen Ausschnitt da. Da mal fette Karren rumfahren, aber keiner gibt irgendwie getraut sich irgendwie Gas. Also das ist eine fette Karre und der gibt Gas. Aber sonst kommt er auch nicht vom Fleck. Funny Joke. Also, wir sind jetzt gerade Bahnhof Engen. Geht dann noch in Migros, bevor er zu hat. Und dann gehen wir heim. Ja. See you later. Also. Das Wichtigste ist, vor allem bei diesen Fällen jetzt, seine Hände schön desinfizieren, oder? Dass man sich nicht ansteckt, das ist wichtig. So, dann können wir mal. So. Jetzt gehen wir nämlich in die feste Abteilung, also eigentlich in die Abteilung, wo ich genug Geld habe, um mir etwas zu leisten. Aber ganz unten im Regal ist dein Preis. Das ist es auch. Ich würde mir nämlich eine Tafel Schoki kaufen, weil mein Budget genau noch irgendwie 80 Rappen oder so beträgt. Und die 65 kostet. So, dann gehen wir weiter an all den Sachen, die ich mir eben nicht leisten kann. Ah, schau, da hat es noch ein Budget. Oh, Alter. Das kann ich mir immer noch nicht leisten. Das ist irgendwie sehr seltsam. Ich noch an der Hand. Gut, wir posten es fertig und dann sehen wir uns nachher noch. Da, der Joshua möchte ich etwas gestehen. Also der Silvan ist ein Ehrenmann, weil er mir das gekauft hat. Budget, weißt du, Ehrenmann, Budget. Budget. Weißt du, wir sind billig unterwegs, oder? Weil wir haben einfach kein Geld. Heute bezahlt das kein Geld. Also sagen wir so, wir sind günstig unterwegs. Weil billig, das sind andere Personen. Aber. Also jetzt, wie schmeckt so ein geiles Energy? Und man sieht, der Mann hat Übung aus einer Büchse zu trinken. Das kommt vom ganzen Bier. Schmeckt sensationell. Ich schmecke es bis drüber. Oh, jetzt. Jetzt kommt der Schoki-Test. Ich mache jetzt voll einen auf Ramon. Du hast eh gesagt, du machst mit ihm noch einen Kochvlog, oder? Also ich will eigentlich Nieren auseinander. Aber wenn du das siehst, ich nehme auseinander. Sogar WC-Papier ist stärker als du. Seht da schon, die Kruste, das ist eigentlich gar nicht mehr gut. Die Leute sicher, das hat nicht mehr mit dem Big Tasty zu tun. Der Käse hat schon umgefangen. Ist halt Schoki, oder? Aber schön so schnell jetzt für 65 Rappen im Migros. Schleichwerbung. So, wir haben ja da schön unten reingehauen im Budget. Darum haben wir uns etwas richtig teures gepostet. So ein Oreo-Donut. Jetzt nimmt sie Wunder, wie der schmeckt. Das geilste Feeling. Du Wichser. Ich kann wählen. Also, du musst gehen. Oh Scheiße, darf man das überhaupt noch mit Corona? Dem war. So, da sind wir doch auch wieder zurück daheim nach dem Trip auf Zürich. Es ist bereits der nächste Tag, weil ja, ich kann noch viele Sachen für die Schule machen. Darum bin ich noch nicht suchen zum Filmen. Aber dafür ist etwas angekommen, das dann
im nächsten Video, das ich im nächsten Video auspacke. Nämlich habe ich mehr oder weniger blind auf Ricardo etwas bestellt. Mehr dazu dann im nächsten Video, das ich dann nächste Woche wieder werden sehen, am 10 Uhr am Sonntag. Und jetzt hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und ich bitte euch noch einmal, nehmt die Warnungen ernst und nehmt das ernst, was der Bundesrat euch erzählt, weil er macht das nicht umsonst. Und wenn man sieht, dass Italien momentan so ein grosses Problem hat, sollte man doch das irgendwie ernst nehmen und das nicht ins Lächerliche ziehen. Aber ja, ich will euch da keine Moralpredigt haben, darum wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und viel Spaß.